Stream wird ab jetzt übertragen, wir sind live. Hast du, Was? hast du Hosen noch? Nein, brauche ich aber auch nicht. Normal nicht. Ich habe ein T-Shirt an, da sind Brüste drauf, wenn wir da ein Problem kriegen. Oh ja, da gibt es einen kleinen Strike, du. Ich, Obacht. ich tue das Mikro drüber. Ich tue das So Mikro ist's. drüber. Darf da eigentlich nichts mehr fein, wenn ich ein Mikro drüber tue, oder? Normalerweise nicht. Oder du biegst halt so Tesastreifen drüber, so dunkel. Oder ich sitze mir jetzt die ganze Zeit so hier. Gibt ein paar Optionen auf alle Fälle. Hat irgendjemand die Titten gerade gesehen? Mir heben nicht bei meinen Titten singen. Du möchtest wieder singen. Ja, mehr davon. Ich traue mich nicht. Da muss ich erst ein bisschen trainieren, damit es nicht mehr Fettsack-Titten sind. Das sind aber die besten. Klassischer Man-Boob. Das stimmt, der Manboob ist eigentlich der Beste. Was ist jetzt so los? Schreibt keiner was in den Chat rein. Ich sehe da aber leid. Jetzt hat der Gnädelwutzler Servus geschrieben. Endlich können wir anfangen. Servus, Servus, grüßt euch, grüß Gott. Wieder. Aber das Einzige, mit dem wir anfangen, ist ja immer unser super cooles Intro nochmal. Haus rein. Das soll halt auf live auch drucken, damit es abgespielt wird. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Schön. Wunderschön. Immer wieder eine Wunderschön. Augenweide. Immer wieder eine Wer Augenweide. hat das eigentlich eingesprochen? Ich. Ah, Mhm. sehr schön. Und unser lieber Kovac, der, also falls ihr bei elektronische Musik hört, es gibt sein Unternehmen, nenne ich es jetzt einfach mal, weil ich weiß nicht, ob man bei DJs Band sagt, auch wenn es zu zweit sind. Decent Rights, also wer mit sowas was anfangen kann, hört sich mit Decent Rights an, ist gemütliche Musik zum Genießen auf Teile, LSD, wenn man so etwas nehmen darf, was man natürlich nicht tut. Zum Entspannen halt. Zum Entspannen, genau, zum Entspannen. Die einen saufen 15,5, die anderen schmeißen einen Teil. Gibt's Ich genug. verurteile keinen. Das Jeder machen, feiern, wer er mag. eben, das machen unsere Gerichte dann. Ich bin das Team. Kann mich läuten. Kann leider nur eine Basinusquelle. Oh, das geht dazwischen. Das widerlichste Wasser für alle. Aber das billigste, kostet der Kasten 3 Euro, bin ich sofort dabei. Ja, das auch viel lieber Leitungswasser, bevor ich mir Basinus kaufe. Und dann auch noch das Medium, du Ekelhafter. Es gibt ja kein anderes. Freilich, da gibt's das Blaue. Ja, Das blaue Basinus, spritziger. das ist spritzig, Scheiß genau. spritziges Wasser. Chris. Nein, Mediumwasser ist asozial, weil das nämlich nach abgestandener spritzigem Wasser schmeckt. Das ist völlig korrekt. Die Diskussion haben wir auch schon mal im Podcast gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, das Leitungswasser bei uns schmeckt zum Kotzen. Ich weiß nicht, was da los ist, aber das schmeckt, als wäre es abgestandene Plöre. Also haben wir gedacht, kaufen wir abgestandene Plöre aus der Flasche. Du kannst ein kleines Ding kaufen, wird die andere scheiß Wasser kosten. Ein Überkinger. Hör ab mit dem Überkinger. Da ist doch ins Überkinger ist doch irgendwas eingemischt. Das Ja. ist, was ist da? Da ist irgendein Geschmack mit Diarrhoe. eingemischt. Ja, offensichtlich. Ganz Kotze. kleine Tropfen, so Microdosing meinst du. Ja, genau, Mikro-Durchfall-Dosing. Geil. Sehr ehrlich, aber weil gestern war es eine Überdosis, ein Durchfall. Oh ja, erleuchte doch unser Publikum. Das hören sie in die Wallex. Oh, Die habe ich nämlich am Scheißhaus aufgenommen. schön. Ja, jetzt einmal ganz normal. Also herzlich willkommen zum Kassettenschmerz dieser Woche. Wir haben ja wieder die ultimativ krassen Neuigkeiten für alle am Start, die nicht selber fähig sind, einmal ins Internet zu schauen. So wie der Corby. Oder Darum ist er heute nicht dabei. Er schaut es lieber an. Aber dafür ist der Seppi dabei. Das ist doch auch schön, oder? Die meisten mengt die, glaube ich. ein paar hat man schon gelungen. Müssen nicht unbedingt die meisten sein. Ich bin da sehr zurückhaltend. Das ist schön. Wenigstens einer, der ein bisschen dezent leben mag. Weil ich Ja, möchte schon, dass. da. Wer? Grüß Also B.A. Wild. Du musst es schon gescheit sagen. Steht da bei mir. B.A. Wild heißt das. B.A. Ja. Baracus kenne ich. Wo ist der? Anglizismen sind wichtig. Ah, okay. Ja, servus, grüßt euch. Schön, dass du da seid. Ich vermisse noch einen Sesselberger und Krawallbürstenmaus. Da, Und Haus und Scheiner. ich habe noch keine Nachricht gekriegt. Ah, ich schon. Wahnsinn. Da, jetzt ist er. Da. Sag nicht, habe ich dritt. Da hat der Bürger das Patent drauf. Hau ab. Bei uns sagt man nur, hola. Genau. Viel schöner. Viel angenehmer. Geht viel schöner ins Ohr. Das geht richtig schön So so. sperrig. So wie allgemein unsere Stimmen einfach schön ins Ohr gingen. Da ich sagen. Was auch schön ins Ohr geht, ist das neue Linkin Park Album. Hast du schon gehört? Ja, bin sehr begeistert. Läuft Ich bei bin- mir momentan auf Dauerschleife. Ja, ich bin auch positiv Wo ist überrascht.
Es hört sich an wie ein schöner Mix aus den letzten 20 Jahren so Musikgeschichte, die mir gefällt. Ja, Hat geile alte Nu-Metal-Sachen drin, hat ein bisschen was Poppiges auch dabei zwischendurch. Bin sehr begeistert. Aber, die, weißt du, was mir ein bisschen auffuckt? Das Ding hm, dauert nur 30 Minuten. das ist sau kurz, gell? Brutal, die Lieder dauern noch nicht recht lang. Also das Ich war, ist so ich, schnell durch, das... ich war Ja, voll verwirrt, ich habe es auf Spotify laufen lassen, auf einmal kommen halt die alten Lieder, da denke ich mir, was ist jetzt passiert, haben sie irgendwie haben sie ein paar Lieder auslassen. Nein, es ist einfach nur ein kurzes Vergnügen, wie Geschlechtsverkehr mit mir. oh, schön mit eingebracht. Ganz Den, gut. den muss ich immer wieder einbringen. Weil die Groupies, die meinen alle, dass mit mir mords die Nächte verbringen können, aber es sind mords die Nächte, aber halt kurze. Also, ja. Und, aber dafür brennen sie sich ein. Dafür brennen sie sich ein, ja. Weil ich werk halt wie eine Nähmaschine. Das ist immer wichtig. So groß muss er nicht sein, solange du werkst wie eine Nähmaschine. Das ist genau das Stichwort, da kommt Krawallmaus auch schon einer bei dem. Ich habe mir auch gerade gedacht, genau perfektes Timing wieder mal. Die weiß genau, wann es einer schauen muss. Die weiß genau, wann es einer schauen muss. Hey, hast du eigentlich, was hältst du von die Sherlock Holmes-Filme, die der Guy Ritchie damals gemacht hat? Mit dem Robert Downey Jr. und Jude Law? Ich habe mich schon unterhalten, aber es ist jetzt nicht so, als könnte ich mich noch großartig daran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, Also ich habe es mir damals gerne angeschaut, weiß ich. Kann ja, mich noch erinnern. aber ich weiß Aber auch ich nichts mehr. kann es dann nicht sagen, was das da groß gegangen ist jetzt Ich mittlerweile. kann mich eigentlich nur noch an den Boxkampf erinnern, den der Robert Downey Jr., glaube ich, im ersten Teil führt, weil er hat ja doch immer so das, dass er sich vorstellt, wo er jetzt reinboxt und so. Und das ist die einzige Erinnerung, die ich von alle zwei Teile noch habe. Aber seit Jahren ist ja da Teil 3 im Gespräch und jetzt gibt es wieder mal Neuigkeiten, die wirklich bahnbrechend sind, was am dritten Teil angeht, weil der Jude Law gesagt hat, es gibt anscheinend ein neues Skript für Teil 3. Ende. Geil. Ende der Neuigkeiten. Das sehr die Neuigkeiten habe ich auch dabei. Das sind aber die geilsten Neuigkeiten. Irgendwie bestehen die überwiegenden Neuigkeiten immer aus einem Satz. Ja. Und ich Da hätte wird ein Artikel drum rumgurstelt. genau, da hätte ich sowas von keinen Bock drauf, dass ich für so etwas schreiben muss, wenn es kommt ein Satz und du musst aber einen 10 Liter neuen Text schreiben drüber. Wow. Ja, kann ich aus Erfahrung sprechen, das ist der beste Teil an meinem Job. Das glaube ich. Ja, das glaube ich. Einfach nur um den heißen Brei rumreden. Ja. Wir sollten so Seiten, also wir machen jetzt dann auch so eine richtige Viva la Mouflusion News-Portal-Seiten und dann schauen unsere Artikel aber wirklich so aus, dass nur diese Aussagen drinnen sind, die gemacht werden. Jude Law sagt, neues Skript für Sherlock Holmes 3, Ende. Ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern und kann da sagen, warum die Artikel so aufblutet werden. Plaudert einmal. Zum einen waren immer alle der Meinung, dass Google das Artikel in Discover und so weiter gut rankt, dass die eine gewisse Länge haben müssen. Deswegen haben die immer alle auf so 800 bis 1000 Zeichen gewesen. Mhm. Und der zweite Aspekt, und der ist für die ganzen zig Milliarden freiberuflichen Autoren da draußen, die da alle angeheuert werden, sehr relevant. Du kriegst nur ab 1500 Zeichen Geld von der VG Wort, wenn deine Artikel so und so viele Aufrufe haben. Das heißt quasi, du musst eine gewisse Länge reihen, sonst kriegst du nicht so viel Geld. Das ist genau die richtige Herangehensweise, dass Artikel lang sein müssen, aber nicht informativ. Das ist wurscht, sondern Genau. es müssen lang Was da sein. drin steht, ist im Endeffekt egal. Also, dass du in die Ausschüttung reinkommst oder halt ausgespielt wirst, sauber. Das ist praktisch, das ist eigentlich so das Pendant zum Überstundenmacher bei vielen Firmen, wo es nicht darum geht, was du für Leistung bringst, sondern wie lange dass du da für die Leistung braucht hast. Und Genau. die soll halt lang sein. So ist es. Schönes Internet. Schönes Internet, schöne Arbeitswelt, zauberhaft. Basis, ja, ekelhafter. Basinus. Ja, der Philipp ist auch da schon her, schön. Ja, da ist er. Grüß dich, cool. Philipp darf sich schon freuen auf die Alex, weil ich habe ihm schon wieder Schläge angedroht. Aber das hörst du dann oben Bin gespannt. War aber zu Recht. Ist aber zu Recht. Also. Schön, dass du das auch gleich darlegst. Ja, habe ich schon mal was zu Unrecht da? Nie, im Gegenteil. Eben. Also, wenn irgendjemand was weiß, dann schreibt es in die Kommentare, aber ich bin der Meinung, dass ich alles immer mit 100%iger Richtigkeit mache und sage. Und androhe und ausführe. Das ist das Wichtigste. Das ist echt das Wichtigste. Hey, Splinter Cell-Film haben sie jetzt gecancelt, gell? Ja, weil es immer alles canceln, was mit Splinter Cell zum tun. Vielleicht sollten wir uns einfach mal darauf einigen, dass wir mit Splinter Cell nichts mehr zum tun haben wollen, alle. Kommt sowieso nie wieder irgendwas. Weiß ich nicht. Ich habe den ersten Teil damals gespielt und fand ich überragend gut. Das war ein richtig geiles Gameplay. Wie lange ist das her? Ja, es war Gamecube. Also 20 Jahre. Genau. Ungefähr seitdem haben wir nichts mehr von Splinter Cell mehr gekriegt. Ja, es sind noch 2 Teile auf dem Gamecube gekommen.
Es sind nur 2 Teile gekommen. Dann hat ja Microsoft sich das eingesackt und was dann noch passiert ist, weiß ich nicht. Aber der letzte Teil ist ja auch schon 8 Jahre her oder so. Auf alle Fälle hat Ubisoft da lang jetzt halt irgendwie an einem Film auch gearbeitet, aber Statement war jetzt, dass das Schreiberteam, die finden einfach nicht den richtigen Ankerpunkt, an dem sie ansetzen können, um das richtig umzusetzen, und darum haben sie es jetzt halt einfach gestrichen. Finde ich an sich mal nicht schlecht, weil hätte man zum Beispiel bei Assassin's Creed den Film auch machen können. Das war nämlich auch nicht der richtige. Den habe ich sogar im Kino gesehen. Ich habe mich richtig gefreut damals drauf. Ich habe mich richtig gefreut. Und dann bin ich rausgegangen und ja. War nicht so glücklich, wie ich gern gewesen war. Was aber gar nicht schlecht ist diese Ubisoft-Serie da auf Netflix, gell? Was für eine Serie? Die Ubisoft-Serie Ach, auf Netflix, die animierte da, wo es alle eine Marken irgendwie verwurschteln drin hat. Die soll ganz amüsant sein. Da habe ich schon mal kurz reingeschaut. Die erste Folge, glaube ich, habe ich gesehen. Also es kann witzig sein. Schaut auf alle Fälle völlig verrückt aus. Ja. Ich glaube, du musst ein bisschen näher ans Mikro, weil du bist ein bisschen leise. Besser? Ja. Gut. Ja. Oder du lässt das Mikro einfach aufhören und buckst dich nicht wie ein Vollidiot nach vorne. Also? Jetzt ist geil. Okay. Jetzt hörst heute das jetzt einfach so. Dann heute das so. Das Gott sei Dank, dass du einen Mikroarm hast, oder? Quasi nur ein kleines Workout dazu. Ja, das Scheißklump ist hin. Ich habe vorher auch noch trainiert. Ich habe nur einen Sport gemacht. Oh ja. Muss ich ja jetzt, weil ich eine völlig bescheuerte Wette am Laufen habe, dass ich in 3 Monaten ein Sixpack habe. Das ist eine richtige gute Wette. Also für alle, die es genauer wissen wollen, der Seppi hat mit seiner Frau eine Wette abgeschlossen, dass er innerhalb von 3 Monaten schafft, einen Sixpack zu kriegen und seine Männerbusen zu verlieren. Und wer verliert, der muss den nächsten Urlaub zahlen. Seine Frau hat übrigens auch gewettet, dass sie einen Sixpack kriegt und ihre Frauenbusen verliert. Qualifikation. Ich hätte nicht eingeschlagen auf die Wette, aber gut. Jetzt müsst ihr wissen, was es macht. Ursprünglich hat es geheißen, wer in 12 Monaten weniger fett ist. Ja? Dann habe ich natürlich wieder posen müssen und gesagt, ich schaffe das auf 3 Monate. Wir werden es vergleichen. Wir werden jetzt dann noch am Wochenende. Übrigens, gleich mal die Info für euch. Am Freitag gibt es wieder mal einen Viva la Movilusion Stream. Da zocken wir. Seppi Boy, ich und unser Geity Boy ist dabei. Mario Party Jamboree Abend da werden Freundschaften beendet. Da werden Freundschaften beendet, definitiv, ja. Und da machen wir dann auch vorher Beitel vom Seppi, so richtig schön von der Seite und von vorn. Die posten wir dann in der Story und in 3 Monaten gibt es dann auch ein Beutel. Genau. Beides wird nicht passieren, aber. Seppi die Birne. Ja, stimmt. Ich muss von Birne zu. Was möchte ich denn werden? Du musst sagen, wie mein Fitnesstrainer, weil ich damals ins Fitnessstudio angefangen habe, ich habe das gemacht wegen einem kaputten Rücken, ich brauche eine stabile Rückenmuskulatur untenrum. Und er gibt mir lauter Übungen und er sagt, weil Daniel, wir wollen ein V sein. Dann sage ich, nein, ich möchte kein V sein, mehr stinkt mal als I sein. Mehr möchte ich nicht sein, vielleicht maximal ein T, aber kein V. Dann brich ich einfach in der Mitte auseinander, weil da unten nichts ist, das mich herhalten kann. Nein, Daniel, das geht so nicht. Geiler Dieter, ich liebe dich. Wer ist da? Heart of Galgos ist auch da, habe ich dir bei und sagt, Servus. Grüß dich, gut. Ja. Hast du eigentlich auch irgendwelche News, außer dir, dass dämliche Wetten eingehst und keinen Bock mehr darauf hast, dass deine Frau Brüste hat? Das möchte ich entschieden verneinen. Okay. Und ja, ich habe News dabei. Und zwar, fangen wir mal an. Es ist ja ein neuer Film vom Sci-Fi-Guru J.J. Abrams in der Mache. Das weiß man ja schon seit einer Zeit. Man weiß aber rein gar nichts über den Film. Also es ist kein Titel bekannt, sonst auch nichts Großartiges. Angeblich soll es darum gehen, dass ein junges Ehepaar gegen ein übernatürliches Wesen ums Überleben kämpft, was aber auch nirgendwo bestätigt worden ist. Es ist ziemlich vage. Das Einzige, was man bis jetzt weiß, ist, dass Jenna Ortega, also die liebe Wednesday, und der kleine Paul mitspielen sollen. Der kleine Paul ist der jetzt vor mir in aller Munde ist, oder? Ja, genau, Twisters und das war das letzte Hitman, glaube ich, aus auf Englisch. Ja, genau, das ist der, wo der vor mir in aller Munde war wegen dem Film, oder? Genau, irgendwas mit Killer oder sowas im Deutschen. Und jetzt ist nur bekannt worden, dass die Emma Mackey zum Cast dazu stoßen wird. Die ist bekannt worden auf Netflix mit Sex Education und war auch im Barbie-Film dabei. Emma Mackey. Die müssen wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, weil ich habe jetzt kein Gesicht zu dem Namen. Emma Mackey. Mackie, da ist Actress, sagt IMDb.
Ach, die Dame Eine ist junge es. Britin. Eine junge Britin. Für alle Leute, die es nicht kennen, jetzt sagen wir es einmal kurz her. Wenn mir mein Programm hier das herzeigen lassen tut. Teilen. Schaut's her, das ist Emma Mackey. Das Mackey. ist Das exakt. ist ja, die hat riesige Augen. Wahnsinn. Bei Ding war die auch dabei bei Barbie. Als Barbie, wow. Die war da ganz kurz aber nur dabei, glaube ich. Also immer nur ein paar Sekunden habe ich es gesehen, irgendwie so im Hintergrund. Ich Also weiß keine nicht mehr. große Rolle. Da schön, der Sesselmann geht jetzt da zum Fußball. Ja, genau, so schaust du aus. Zum Fußball gehen, statt dass ich unseren Scheißdreck da anschaut. Der weißen Hallenfußball. Bantel. Sehr gefährlich. Ich habe mir ein Stück Zahn abgebrochen im Hallenfußball. Ich auch fast, aber ich Beim, habe mir durchgeholt. Ja, ich hab beim Ausgehen habe ich von der Flasche getrunken und habe so gegen den Zahn gehauen. Das ist eine sehr heroische Verletzung. Das war sehr heroisch. Ich habe auch noch heroisch ein Tor verhindert, aber da habe ich am Ball so dermaßen in die Eier gekriegt, dass ich dann ausgegangen bin und das so weh hat, dass ich ein bisschen zieht oder und habe Flaschen an den Zink gehauen. Das war eine Kombination aus vielen, vielen blöden Zufällen. Ja, gut, dass du nicht mehr Fußball spielst. Das ist besser so für mich, ja. Und auch für alle anderen. Das ist echt besser für alle. Apropos Sport. Weil wir gerade Sport. so schön beim Sport haben. Am Wochenende war ja auf Netflix ein wunderbares Live-Event, so ein Boxkampf zwischen dem Jake Paul und dem Mike Tyson. Habe ich voll verfolgt. Wenn er wie ich gesehen habe, weiß ja, dass das der größte Scheißdreck war, den es überhaupt jemals gegeben hat. Und das war eigentlich immer schon klar. Ich habe am Sonntagvormittag habe ich mir diesen 6,5-stündigen Livestream im Recap quasi mir angeschaut und habe dann einfach komplett 4 laufen lassen, Gespult. weil der Kampf an sich dauert ja nur ein paar Minuten. Und Echt? vorher ist halt ein elendig langes Gedöns von anderen Boxkämpfe und bla bla dabei gewesen. Mhm. Und ich war wohl narrisch geworden. Also nicht nur, dass das so stinklangweilig war und eher so ausgeschaut hat, als würden sie bei zwei Boxer andauernd gegenseitig ausweichen. Der Boxer, der Moderator hat ja die ganze Zeit Paul gesagt. Immer wieder, Der deutsche Moderator, ja, ja, der praktisch. deutsche Moderator, immer hat der Paul, jetzt hat er wieder durchgezogen, der Paul, und der Paul geht nicht gescheit in Deckung und der Paul, ja, Kruzifix. Jetzt habe ich den Namen aussprechen können von dem Typen, so unbekannt ist der auch nicht. Ja, wenigstens hat er nicht, für seinen Kampf. wenigstens hat er nicht Pauli gesagt. Naja, das war gerade noch das eben auch gegangen. Allerdings, Netflix hat da massive Probleme auch gehabt. Die haben immer mit dem Livestream, also der hat immer mal wieder geruckelt und ausgesetzt und so eine Sachen. Habe ich jetzt gelesen, ja, dass die da nicht richtig, dass er nicht richtig gut gelaufen ist. Na, aber mittlerweile ist der Kampf auch aus den Charts wieder verschwunden. Also der kommt nicht so gut an. Also viel Leid hat er nicht gezogen wahrscheinlich. Also Ja, wahrscheinlich im Live-Ding eventuell schon, aber hinten kommt er nicht mehr wirklich durch. Mich hat der Mister sowas von überhaupt nicht interessiert. Das ist Ja, mir so nicht. scheißegal, wenn ich gerade noch noch habe. schon gehabt. Definitiv, ja. Definitiv. Mike Tyson. Das war grausam. Das war, Verurteilter Raper, gell? ja, da hat es einiges gegeben in der Vergangenheit von diesem illustren Kerlchen. So viel zur Cancel Culture. Ja, ist er wieder da. Aber mit einem Paul-Bruder kannst du eigentlich nicht der Schlechtere sein. Ich mag die alle nicht. Diese Pol-Sippschaft, die ist so. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe mit denen. Da gehen wir lieber weiter zu Predator. Hast du Prey gesehen? Nein. Dumm. Ja. Solltest du machen, aber der Dan Trachtenberg macht ja auch den nächsten Predator jetzt, den Predator Badlands, der nächstes Jahr im November ins Kino kommen soll. Und er hat jetzt auch bekannt gegeben, wer die Hauptfigur wird. Und das finde ich mal ziemlich spannend und interessant, wie das dann aufgebaut wird, weil nämlich wir diesmal einen Predator selber begleiten als Hauptfigur. Okay. Ja, da bin ich echt schon gespannt, wie das umgesetzt wird, weil er hat mich ja gestimmt, dass es ziemlich spannend und schwierig war, das wirklich so zum Schreiben, dass man auch ein bisschen eine emotionale Bindung und so vielleicht zu der Figur herstellen kann. Und er ist gespannt, wie das ankommt und ich bin auch schon gespannt, wie das dann ausschaut, weil das ist mal eine Herangehensweise, die wir so noch nicht gehabt haben. Ja, das ist jetzt Aber da er mit Prey auch wirklich, also in meinen Augen absolutes Brett abgeliefert hat, bin ich guter Dinge. Ja. Da bin ich guter Dinge. Vor allem geil, dass es ins Kino kommt. Und wir kriegen ja auch noch einen animierten Predator nächstes Jahr. Also nächstes Jahr ist Predator Overload. Können wir nicht auch noch ein Spiel? Können wir doch sicher wieder ein Spiel, oder? War wieder mal geil, weil das auf der PlayStation 3, das Aliens vs. Predator, war schon schön. War schon lange her. Kann man wieder was zum Zocken kriegen. Was hast du denn jetzt? Das ist ein Schlauenfall.
Nein, ich war gerade irgendeine komische Meldung auf dem Handy, die ich nicht identifizieren können. Welche? Ladies.de hat wieder abgebucht, oder? Lavu. Lavu. Gibt es nur Lavu? Ich habe keine Ahnung. Sollte man uns eigentlich so ein mal, Date-Game seit ein paar Jahren. wir sollten uns als Podcaster mal auf Dating-Plattformen ummelden. Brazilian Hot W14, oder wie? Nein, direkt als Podcast, als Viva la Movolution und dann Also irgendwie offiziell, nicht mit einer als Frau. offizieller Podcast. Das hat sicher noch kein Podcast gemacht, dass er sich auf einer Dating-Plattform ummeldet und dann halt immer so diese Matches dann nur dafür hernehmen, dass wir mit einer, dass sie unsere Hörer werden. Also eine ganz neue Akquise-Idee. Das probieren wir aus. Das probieren wir aus. Ach, der Neverrave ist auch da, schöner Grüß aus Frankfurt. Stimmt, der hat mir gestern seine ID fürs Pokémon Trading Card Game Handyspiel geschickt. Das muss ich dir noch adden. Hm, Super Spiel, machst den ganzen Kartenbackerl auf. kann man nichts Schönes vorstellen. im Leben. Man kann auch kämpfen, aber ich habe noch nicht gekämpft, ich mag nur Kartenbackerl aufmachen. Das ist wie Weil ich bei kann FIFA, mir, oder? Man kann Backerlauf machen und man kann Fußball spielen, aber man macht hauptsächlich Backerlauf. was ich bei den Streams bisher gesehen habe, schon. Ja, mit ganz großen Fanfaren. Ja, Wunderschön. das ist das Dümmste auf der Welt. Das Dümmste auf der Welt. Das neue FIFA muss auch ziemlich Enttäuschung sein, gell? Das FC heißt jetzt, oder? Aber es gibt doch jetzt ja das gleiche Spiel aus mit einem Kader-Update. Ja, seit letztem Jahr haben sie doch die Dinge aufgekündigt und jetzt hast du gerade nur FC 24 und jetzt 25 und ich habe jetzt in der Play 5 einen Bericht drüber gelesen, dass es natürlich immer das Gleiche ist und so und die Fans werden es immer wieder kaufen, aber es ist, wenn man es mal genau nimmt, ist es eine riesige Enttäuschung, weil sie seit Generationen die gleichen Probleme über nachhitzen. Ja, das schreiben sie jedes Jahr. Es sind jedes Jahr die gleichen Tests und jedes Jahr interessiert es keine Sau. Ja, das ist einfach Auf so, das ist ein jeden- Selbstläufer. Sie müssten Ja, nichts machen. Ich darf auch nichts machen, wenn ich weiß, dass das jedes Jahr wieder millionenfach verkauft. Es gibt Oder- ja kein einziges Konkurrenzspiel. Es gibt kein vernünftiges Fußballspiel, außer das FIFA wäre. Ja, seitdem wird Konkurrenz damals geheißen. Pro Evolution Soccer. Genau, Und seitdem Konami die hat einer, ein Live-Service-Game draus gemacht und das Ja, schlägt genau. halt auch mehr oder weniger so vor sich hin. das haben sie auch sauber in den Sand gesetzt, gell? Total. Naja, da ist sowieso kein Fußballspiel, ist mir scheißegal. Du hast vorher nur eine News gehabt mit der Ceno Ortega, der wollte eigentlich nur eingrätschen, weil nämlich Grätsche am Blut, Grätsche ins Jochbein, weil nämlich für die Staffel 2 von Wednesday jetzt Lady Gaga bestätigt worden ist. Oh, Dann hoffe ich mal, dass sie mehr zu tun kriegt als bei dem unsäglichen Joker von Lee Adele. vielleicht wieder ein bisschen mehr Richtung, wird's kosten? American Horror Story. American Horror Story. Da war sie ein bisschen besser vertreten. Ja, da war es sehr gut und sehr nackt. Das war sehr schon- gut ja gleichsetzt. Ja, Fälle. Alles andere ist ja Bullshit. Alter, war die da noch gut. Holla die Waldfee. Musst Jetzt müssen wir uns umtun, weil ich muss jetzt dann gleich mal schnell die 5. Staffel American Horror Story noch mal anschauen, zumindest gewisse Episoden. Müssen wir vielleicht mal eine Folgenbesprechung oder sowas machen. Nein, die machen wir lieber nicht. Du wirst mit die ganze Folge nichts hören, außer. Genau. Sehr Und. Ah. Eieiei, schön. War das die komplette Meldung? Also quasi wieder Überschrift? Sehr schön. Dann mache ich mit der nächsten Überschrift weiter. Der Denzel Schlagzeilenleser. Ja, das ist das Wichtigste. Der Denzel Washington hat die Arbeit an Equalizer 4 und 5 bestätigt. Er wird Oh. mindestens nur zweimal zum Singen sein als Equalizer. Hast du alle Teile gesehen? Na, Ja, ich hab glaub ich. den dritten, ja genau, ich habe den dritten habe ich noch nicht gesehen. Aber unser Mike hat da schon verzeiht, dass der nicht so toll gewesen sein soll. Und er hat gemeint, dass eigentlich alles sehr auserzählt ist bei Equalizer. das haben Aber wir eigentlich noch im ersten Teil schon gedacht, aber ja, ich sage, mein Gott, dieses Selbstjustiz-Genre, das kannst du eigentlich nie ausverzeihen, weil du einfach immer wieder eine Situation Ja. aufleben lassen kannst, wo er sagt, okay, den mag ich, die haben einen Veto, jetzt rasieren alle die Eier. Aber da hat's Aber- eigentlich, das hat mir bei Equalizer 1 eigentlich ganz gut gefallen, weil da war ja nie wirklich klar, was er tut und wer er ist und so. Und das Mhm. war eigentlich ein schöner Schluss, das hat mir gut gefallen. Das einzige Problem, Aber- was ich mit denen zwei gehabt habe, die waren mir beide jeweils, ich hätte jetzt einfach mal gesagt, 20 Minuten zu lang. Die hätte Ja. ich mir ein wenig kürzer gewünscht. Das stimmt. Da hätte man wirklich ein bisschen anscheren können. Schere. Viel mehr Schere gemacht. Aber ja, muss man mal schauen, was der dritte Teil kann. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Ja, nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mir den jemals anschaue. Ja, vielleicht ist er mal irgendwo gratis drin. Vielleicht ist er schon irgendwo gratis drin. Ich weiß es nicht. Dann lasse ich mir nebenbei laufen. Bestimmt. Ich glaube, so habe ich es auch mit dem zweiten Teil gemacht.
sind jetzt nicht so die Story-lastigen Dinge. Hast du Wonka angeschaut? Nein. Gut So gemacht. nicht. Ja, ich hätte es auch nicht tun sollen, ich fand Wonka auch nicht so toll, aber Gott sei Dank kriegen wir eine Fortsetzung zu Wonka. Na Gott sei Dank. Dann Sie kann man haben- Double Feature im Kino schauen. Ja, sie haben sehr crazy Ideen, hat es geheißen. Und sind schon gespannt, wo sie seine Reise hingelassen können. Und ich denke, ja, ich bin auch gespannt. Auf alle Fälle wird meine Reise nicht ins Kino gehen, wenn der läuft. Kein Wonka-Fan, also. Na, das war echt nicht meins. Ich mag zwar ein Ding, ist sau gern, wie heißt der Hauptdarsteller, der Chalametka, aber in dem Film, da hat mir alles irgendwie nicht so gefallen. Ja, es ist halt einfach auch so ein Dings, ich weiß auch nicht. Brauchst du immer wieder so lange Filme dazu? Keine Ahnung. Ja, immer die Frage, ob es braucht. Irgendjemand wird schon brauchen. Ja, Der Produzent zum Keiner. Beispiel, damit der Kohle verdient. dem sei es Der, vergönnt. genau, der Chalamenkov, damit der Arbeit hat. Das sind ein Haufen Arbeitsplätze auch immer, das musst du auch dazu sagen. Ja, zum Beispiel für Gaffer und so. Ja, genau, und Caterer. Hm? Was Ja, ist der das am Gaffer? wichtigsten. Keiner weiß, was ein Gaffer ist. Haben wir das nicht schon mal recherchiert? Ich glaube, ich weiß nicht. Wir hätten es zumindest mal vorgehabt, dass wir es recherchieren. Ich habe es auf alle Fälle wieder vergessen. Also kann man es nochmal neu recherchieren. Ich bin halt eigentlich nur Podcast. ich bin nicht der klassische Unfallgaffer, aber dafür kriegst du mittlerweile auch sauber eine auf den Sack, deswegen kann ich es auch nicht mehr machen. Jetzt muss ich mal über Ja, Unfälle weil auf du nichts YouTube mehr anschauen. darfst. Ja, Weißt du, eben. so wie es ist? Sagen darf ich nichts mehr, anschauen Sagen darf darfst ich nichts nichts mehr. Eieiei. Wahnsinn, Wahnsinn. Du eh nichts, ich stehe mir gerade hier und schau. No? Das, Und das das- ist auch schutzfrei. Ja, ich wollte gerade sagen, also irgendwo sollte man mal eine Grenze ziehen, weil diese Verbotskultur hier, aber wenn die Ampel jetzt weg ist und die Kräner nichts mehr zum Sagen haben, dann hört es eher auf mit der Verbotskultur. Dann geht's auf, ja. Dann geht's aufwärts. Dann wird wieder alles Auf den Schlag, erlaubt. Alles besser. Wenn die Schwarzen an der Macht sind, wird alles erlaubt. Außer das Kiffen, das verbieten wir gleich wieder. Ja, genau, weil das ist ja auch so schlimm. Ja, das ist super. Diese Verbotskultur der Grünen, wenn wir an der Macht sind, verbieten wir sofort das Kiffen. Naja, ja gut, aber wer die Welt. Na. Ein Friedrich. Wir sind halt nicht beim Politikschmerz, wir sind beim Kassettenschmerz. Der Jojo Stefan ist da, Hoppert Deri. Grüß dich. Er hat ein Bier-Emoji, ich bin jetzt leider schon leer. Ich kann jetzt nicht mit dir anstessen, aber hier. Bing, bing. Ich kann mit meiner Basinusquelle ausstehen. Hau ab jetzt! Scheiß Basinus-Depp. Schon wieder Seisaft. Frisches Basinus, gibt nichts Besseres. 3 Widerliches Euro der Sau. Kosten. Bam! Super Deal. Tatsächlich ein wenig grob jetzt, wo ich es öfter trinke. Ja, ich habe das einmal in meiner Jugend hat meine Mama auch immer Basinus gekauft. Und das Einzige, was man trinken kann, war das Spritzige, weil es so spritzig ist, dass du nichts mehr spürst im Maul. Dass das gleich ein Bläschel rasiert sauber. Genau, aber so beim Medium kommt ein wenig der Geschmack durch und dann saufst du nicht mehr so. Das ist wie am 4. Tag Volksfest, wenn du die erste Masse saufst. Du weißt, ob du das in den Maßkrug reinspeibst oder ob du es schaffst. Ah, reiß nicht diese Traumata auf. Ja, die waren schön. Grausam. Weiter im Text. Weiter im Text, was hast du noch Schönes dabei? Verzeih mir die Leute was Neues, die wollen mal was wissen. Es gibt was Neues zu einem von meinen früheren Lieblingsfilmen. Den habe ich sehr, sehr, sehr gern mengen. Dogma. Damals. Oh, Dogma ist Bombe. Mit Ben Affleck und mit Matt Damon und mit ganz vielen anderen sehr bekannten Gesichtern. Der beste Witz mit dem Jay und seinem Bob vor der Abtreibungsklinik. Was macht ihr hier? Ja, Frauen Wahnsinn. abgreifen. Ja, wie vor der Abtreibungsklinik? Denkst du, die wären nicht hier, wenn die nicht gern vögeln würden? Bombe, der hätte mich bezrissen. Ich habe tatsächlich ich hab die zwei über Dogma kennengelernt. Ich habe den Ja. ganzen anderen Sachen erst Ja. noch gesehen dann. Ich hab die auch über Dogma kennengelernt. Nicht Jedenfalls geboren, sagt der ins Kevin Leben Smith, geschissen. Was war das? Der Scheiße-Dämon. Der Scheiße-Dämon, ja. Super was. Bin gespannt, weil der Kevin Smith sagt, er möchte einen zweiten Dogma machen. Ja, geb. Und er hat irgendwie, sagt er, hat er irgendwie einen Weg gefunden, dass er die Story weitererzählen kann. Mhm. Aber das möchte er natürlich nicht machen, ohne einen Loki und einen Bartleby. Also sollen Ben Affleck und Matt Damon unbedingt wieder zurückkommen. Ob die tatsächlich zurückkommen, steht aber noch in den Sternen. Also da weiß man jetzt noch nichts weiter. Kann ich mir schon Der vorstellen, weil ich Kevin glaube, das ist so ein Team. Also die helfen sich ja immer irgendwie aus und machen immer, wenn der andere was Ja, tut, das irgendwie sind- mit, was ich da schon gelesen habe. Ziemliche Buddies, die haben ja ganz viele Filme miteinander schon gemacht, die ganzen Clerk-Teile. Clerk-Teile, genau. Bei die Jay und Silent Bob-Filme selber, manche haben sie auch immer wieder Gastauftritte. Da ist der manche, wo sie einen Ben Affleck irgendwie besuchen und dann heißt du, wir haben hier ein 169 und dann so was, hat Ben Affleck schon wieder eine Nutte umgebracht.
Ja, jedenfalls sonst auch nicht nur als Cameo auftreten, sondern er möchte es schon richtig integriert haben in seinen Film. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Her damit. Was sagt's ist? Knädelwurzler fragt, was wir mir zum letzten Giant Silent Bob Film sagen. Also ich hab mit dem Spaß gehabt. Ich mag die zwei Idioten einfach. Ich mag Ja. den Humor. Also ich kann mit denen alle was anfangen. Das Einzige, mit dem ich bis jetzt noch nicht warm geworden bin, ist Clerks. Da habe ich aber, glaube Ja. ich, nur, da ist ja der erste, ist der nicht sogar schwarz-weiß gewesen, der erste? Kann ich dir nicht sagen. Aber Also, da, glaube ich, auch nur den ersten gesehen damals, aber ich habe keine Erinnerung mehr. Bin aber, weiß aber noch, dass er mir auch nicht taugt hat. und dann gibt es ja noch die Mallrats, gibt es ja auch noch meine, oder? Ja, genau. Da- Habe ich aber auch nicht gesehen. Da habe ich eigentlich noch ein bisschen was zum Nachholen. Puh, ich fühle mich fast wie der Corby, ich habe Sachen nicht gesehen. Movie Virgin. Ja, das stimmt. Ja. Was auch geil ist, weil wir schon bei so alten Hammen sind, die fortgesetzt werden, diesmal ist ein Remake und zwar zu Die Killerhand. Oh, echt? Den habe ich auch sehr gerne wegen damals. War aber noch ein bisschen jünger. Heute Ich habe vielleicht hab, wahrscheinlich ich hab eine Bierlieferung gekriegt. Stark. Jetzt kann ich dringend mit dem Jojo Stefan Prost schauen. Prost. Weiß ich, Killerhand, den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Das war auch wieder mal so ein Film zum Anschauen. Haben wir damals gut gefallen, aber der ist, glaube ich, nicht so gut gealtert. Glaube ich. Kann ich mir auch vorstellen, dass der in die Schiene einschlägt, dass man da irgendwann rauswächst. Mhm. So mit 18, 19. 38. Je nachdem. Aber ich werde mal so schauen, wenn es Remake kommt. Ich bin dabei. Ja. Ich bin Uwe, ich bin auch dabei. Keine weiteren Infos dazu wahrscheinlich, oder? Nein. Gut, passt. Aber wir sind ja nicht da, um weiterführende Infos zu verteilen. Wir sind da, um Schlagzeilen zu verteilen. Wir sind die Bildzeitung der Filmnews. Wir sind die Bildzeitung der Filmnews. Ja. Wir sollten die ganzen Infos nur ein bisschen konservativ rechts anhauchen. Oh, das kann man mal, ja. Es gibt ein Remake Das zu machen wir- Die Killerhand, aber es wird die rechte Killerhand sein. Kann man nächstes Mal kann man so ein bisschen auffrischen, unsere Headlines auf alle Fälle. Ja, das machen wir jetzt dann einmal. Immer ein wenig Zeit. Ich schaue mir, ob ich habe noch 3 News habe ich noch da. Ich schaue mir, ob ich alle 3 News irgendwie konservativ rechts anhauchen kann. Dann fang an. Ja, ich überlege gerade. Es kommt eine Fortsetzung zu Talk to Me 2. Zu Talk to Me, namens Talk to Me 2. Und der Untertitel ist Talk nur mit einem rollenden R. Das, Gott. Okay, passt. Weißt, hast du auch noch News, die du konservativ rechts anhauchen kannst? Puh. Nicht wirklich. Ah, du bist so ein Loser. Ja, das ist so reine Info-News, da geht nicht recht viel. Reine Info-News. Probier's, Sepp, ich komm jetzt nicht. Enttäuscht die Leute nicht, die schreiben schon alle in den Chat ein, was ist der Seppi für Fotze? Das stimmt doch gar nicht. Falle, ich hab's ausgeschalten bei dir, dass du nicht sagst. Kannst versuchen, wird der nächste Elden Ring-Teil vom Vokemind Virus gekapert wie die letzten PlayStation Originals? Denn Sony möchte den Konzern hinter Elden Ring kaufen. Ich sag schon, nur noch Frauen und Schwule. Ja. Und Regenbogen. Ausnahmslos. Hautfarbe Ausnahmslos. Regenbogen. Nur eine Hautfarbe Regenbogen. Jedenfalls hat Sony möchte wieder auf Einkaufstour gehen und möchte sich einen Konzern einverleiben oder beziehungsweise einen Medienriesen Kadokawa heißen die. Katokawa, okay. Absolut richtig von mir ausgesprochen übrigens, da möchte ich nochmal Sonderlob. Zudem kehrt unter anderem, danke. Vielen Dank. Seppi-san. Sehr schön. Zu denen kehrt unter anderem From Software, das ist der Entwickler von Elden Ring und Sekiro und dem ganzen Gedöns. Also ziemlich geile Entwickler. Mhm. Und ein Haufen Anime- und Manga-Marken haben die auch. Also das geht nicht nur um das Spieleportfolio, sondern da möchte Sony auch noch ein bisschen im Unterhaltungsbereich ein bisschen sie besser aufstellen. Unter anderem das Delicious Dungeon-Dings da von Netflix. Ach, ich habe schon mal gelesen davon, aber habe ich noch nie angeschaut, soll aber recht witzig sein. Ja, ist auf alle Fälle ziemlich erfolgreich und ja, da kann Sony schon was damit anfangen, meinen. Ja. Aber bestätigt ist noch nichts von keiner Seite je Kommentar gekommen. Aber es ist bei Reuters erschienen, diese Meldung, also ist vermutlich was dran. Bei Werther das Original. Werther das Original. Okay. Ja, die sind bekannt für handfeste Infos.
News. Golden eingewickelte News. An Kinder. Gürtelmo von der Filmbranche. Philipp schreibt gerade, dass Stellar Blade ein DLC-Crossover mit Nier Automata kriegt. Ich habe beides nicht gespielt, ich habe aber beides nur gelesen und was gesehen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Aber Philipp, du sollst die Nachricht konservativ rechts angehaucht formulieren. Du hast jetzt eine Zeit, während ich meine mache. Wir warten ja schon alle gespannt auf HBO's Serie zu dem Zauberuniversum Harry Potter. Das war Tippfehler. Wir haben jetzt auch schon einen anvisierten Start, nämlich das Jahr 2027. Wow. Da bin ich gespannt, weil das Casting, glaube ich, haben wir schon mal vor 1-2 Wochen dabei gehabt, dass das läuft, dass sie auch schon einen Dumbledore wahrscheinlich gefunden haben. Also ich bin da, vor allem, also HBO, wenn das macht, das Ding muss ja, was für ein Wort habe ich jetzt wieder gelesen? Was auf, ich habe ja ein Jugendsprachewort 2019. Das war irgendwas mit Killig oder so. Das wird Killig, glaube ich. Das heißt nämlich, dass das Killer und Chillig wird. Hm. Mhm. Ich finde es nicht mehr. Dafür sage ich da gerade, dass es eine Bezeichnung für kaltes, regnerisches Wetter ist Nippelwetter. Stark. Wie du es gelernt. Ja, also das ist offiziell vom Langenscheid. Warum hat man sowas? Ich glaube, dass mir das sogar mit der Korbi geschenkt hat. Zum Geburtstag oder so. Also ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob es vom Korbi war. Den Lörres reinhämmern. Geschlechtsverkehr aus der männlichen Perspektive. Das ist doch uralt, oder? Das kenne ich Ja, es ist 2019. Da ist sogar Leichenficker herin. Jemand, der längst vergessene Konflikte ausgräbt. Okay. Aha. Oh, Lindner ist. Stimmt, Lindner war damals dabei. Etwas besser gar nicht machen, als etwas schlecht machen. Das kann ja wieder Mode werden, das Wort. Ja, oder so, jetzt war Lindner aber eigentlich etwas zu etwas treiben, das man selber haben wollte, nur um den anderen dann die Schuld zu geben. Ja, sehr gut. Ich reich das ein. Tu das. Art Krawallmaus ist traurig, dass Harry Potter Serie nur so lange dauert. Du kannst dich dafür dabei mit Hassnachrichten an Corby wenden, weil der freut sich sicher, dass das so lange dauert. Hast Die du haben- vielleicht Harry Potter? Krawallmaus und der Corby haben einen kleinen Harry Potter Clinch. Ach so, klär mich auf. Weil der Corby der ahnungslose Wulsau ist und dieses erschaffene Universum nicht zu schätzen weiß, so wie es gehört. Und das stößt der Krawallmaus sauer auf, aber auch zu Recht, Ah, okay, verstehe. muss ich sagen. Da bin ich mal ganz unvoreingenommen auf der Krawallmaus ihrer Seite. Ja, absolut. Bin ich aber pauschal immer. Weil egal Das bin was. ich. Ja, also immer Anti-Corby. Ja, tut mir auch leid. Die letzte News, hast du nur News? Weil ich muss bei der letzten News nur überlegen, dass ich eine konservativ rechts angehauchte Formulierung finde. Ich habe noch eine. Und zwar wird es vielleicht mit ein bisschen Glück bald neue Arkham-Spiele geben. Oh. Es ist die Gerüchteküche brodelt, dass Rocksteady nach der letzten, was soll ich es nennen, dem Desaster mit Dings, wie heißt's? Kill the Suicide Squad. Suicide Squad, Kill the Justice League, verdammte Justice Kacke. League, ja, genau. Vielleicht eventuell wieder zurück zu seinen Wurzeln geht und die Arkham-Reihe wieder auferstehen lassen will. Das war schön. Das war schön. Die sind aber echt sehr, sehr lose Gerüchte, basieren wohl irgendwie auf Stellenangeboten und so eine Sachen. Und ist vielleicht eventuell auch ein bisschen Wunschdenken dabei, aber Ja, wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich jetzt wirklich abhängig von dem Erfolg von dem VR-Spiel, oder? Denke ich mal, dass das da sauber mit eine. hat nichts miteinander zu tun. Aber das spielt doch im gleichen Universum, oder? Ja, aber das hat nichts mit Rocksteady zu tun. Das ist nur vom Meta lizenziert bei Warner Brothers. Weil Warner Brothers hat die Rechte da. Ja, aber ich meine, Die wenn haben sie das gut verkauft und sie singen das meine ich jetzt, weißt du, allein dass das eine Wirkung haben könnte. Das ist quasi ein anderer Markt. VR und normales Gaming. Also das Halt doch jetzt ein scheiß Maul und schmerzt mich wieder gegen und kotzt mich an. Dann sagst du einfach nicht so einen Schwachsinn. Jo, ich sage einfach immer Sachen, die mir in den Kopf reinkommen, ein Wusel-Dusel. Nächste News. Bin durch. Nächsten. Ja, ich versuche es jetzt nochmal. Im Januar 2025 startet die nächste links-grün versiffte Vogue-Kampagne in Form einer Serie, die in die 3. Runde geht, nämlich die Dreharbeiten zu Euphoria 3 beginnen. Oh,
Cool. Das ist eine saugute Serie. Habe ich schon sehr oft gehört, habe ich aber noch nicht reingeschaut, aber ich glaube, dass sie in Anti-Vogue-Kreisen nicht sehr beliebt ist. Garantiert nicht, ne? Aber, aber es ist nichtsdestotrotz saugut. Muss man sich unbedingt mal anschauen. Ist halt leider bei Wow drin, beziehungsweise bei Sky. Mir so viel gute Sachen. Ja, die haben halt leider die HBO-Sachen, gell? Ja, kann jedes Mal so kotzen. Ich hasse den Scheiß so viel. Wo jetzt auch Dune gelaufen ist, habe ich zwar noch nicht angeschaut, die erste Serie, erste Folge, habe aber auch noch nicht so viele gute Sachen gehört über die Dune Prophecy, glaube ich, heißt. Ja. Bin jetzt gespannt. Ich werde mal halt wahrscheinlich nur die erste Folge rein tun, wenn ich schaffe, eine Pause von Echoes of Wisdom zu machen. Oh. Da bin ich Aber gespannt. dazu gibt es nächste Woche im Talkthrough mehrere Informationen. Der Corby sage ich schon, der Philipp hat eingeschrieben, dass der Corby abhauen soll mit seinem Harry Potter Haus und der Seppi mit seinem Star Wars Haus. Und ich stimme zu. Das im Star Wars hast du jetzt dazu erfunden. Nein, das 800 steht Euro, ich würde gerade sagen 800 Euro wette, dass er es geschrieben hat. Hast verloren. Okay, Live im wurscht. Internet hast du es verloren. Ich mehr, dass man gerne mal beipflichtet bei meinem Star Wars Haus. Nein, warum sollte man das tun? Das ist ein wunderschönes Universum, in das man fliehen kann von dieser. Entschuldigung, Geräusch bei den drin. Ja, genau, langweiliger Scheißtrick. Da schmerzt man in 3 Monaten nur mehr, wenn der Frau keine Brüste mehr hat, was langweilig ist. Haupets. Dafür jetzt dann Bizeps. Ja, schon. Dann kannst du einen Tittenficker so machen, wenn sie so warm hat. Ja, das ist italienisch, oder? Wenn man mit Irksleine möchte. Irgendwann griechisch, aber ich weiß es nicht. Auf alle Fälle irgendwas Südländisches. Weil die nicht wissen, wo sie müssen. Die haben nämlich keinen Muschiraum im Kindergarten gehabt. Das ist das große Problem. Ich weiß nicht, warum sie Leute darüber beschweren, dass es ihn jetzt angeblich geben sollte im Kindergarten, weil ich hätte einen brauchen können. Was? Ein Muschiraum. Ja, ja. Das war bei dem Konzert im Bandhaus, wo du gespielt hast. Da war doch dieser verrückte alte Mann da. Der war ungefähr so ja genau, mein bester Freund, der war ungefähr wie der Grandpa von die Simpsons. Gerade, dass er nicht wütend die Faust irgendwo hingeschüttelt hat und er hat gesagt, wir müssen alle die AfD wählen, weil in Kindergärten jetzt nämlich Muschiräume eingeführt worden sind, wo die Kinder eingängen und dann sagen sie einer Muschis, dass die wissen, was ein Muschi ist und so weiter. Und ich habe gesagt, so voll geil, Alter. Ich hätte das braucht, sage ich. Als ich mir erst mal mit 28 Jahren gehabt habe ich nicht gewusst, wo ich hin muss. Hat es mir gesagt, nicht ins Augen. Und du sagst das, Griechen wissen es nicht, Italiener wissen es nicht, überall dann sind eine. Die Irksel in Knierkein, keiner weiß, wohin damit. Und unsere Total. deutschen Kinder, die werden es jetzt in Zukunft wissen, wo der eine kehrt, der Depp. Vielleicht haben wir dann in der PISA-Studie ein bisschen besser. Ja, eben. besonders. Also das darf alles funktionieren, das darf alles besser machen. Also ich bin Hashtag, bitte kommentiert überall drunter, Hashtag pro Muschiraum. Ich werde das jetzt dann einmal recherchieren, ob das wirklich existiert. Ich habe tatsächlich schon mal gehört, dass es so Räume für Kinder gibt, was halt normal ist bei kleinen Kindern, dass sie die halt einmal spulen mit ihnen in die Genitalien oder selbst. Und es gibt Räume, wo sie es dann einschickern, dass es halt Aloha machen können. Da sind halt dann so Gucklöcher dabei für die Ortschaftspedos. Nein, aber es gibt anscheinend, manche Kindergärten machen das anscheinend, dass halt Kinder, wenn sie das Bedürfnis haben, dass sie sich da praktisch jetzt einmal entdecken, dass sie halt da allein sind dabei und das halt nicht für alle anderen machen und so weiter. Soll es angeblich geben, habe ich gehört. Aber es ist halt kein Muschiraum, in dem, wo dann, was weiß ich, Kindergärtnerin auf dem Bugel liegt und Füße über den Kopf hat und sagt, das ist meine Vulva mit dem Spekulum. Oh Gott. Aber so ist Vielleicht es. gibt's da sowas glauben. Ja, geil ist das. Ja, der Typ war sowieso Bombe. Ja, der war Der grandios. Typ war Bombe. Ich hoffe, dass ich mit ihm nicht Nummern austauscht habe. Ja, ganz schon, aber vielleicht siege ich ja nochmal, dann organisiere ich was. Mach das bitte, mach das. Gibst du meine Handynummer weiter. Sehr gerne. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Katzenzimmer möchte der Gnedel Wutzler. Ein Katzenzimmer möchte ich auch gerne haben. Ja. Ja. Aber ich glaube, er meint damit So, jetzt gerade eine andere Bezeichnung für einen Muschiraum. Na, das darfst du ja nicht. Das liegt ja mit im Mund. Bestimmt nicht. Ich lege ihm das nächste Mal meinen Schwanz in den Mund. Was? Was haben wir noch auf dem Tableau? Auf dem Tableau. Wir hätten auf alle Fälle nur die Kinostarts der Woche auf dem Tableau und natürlich das Interessanteste, auf das immer alle warten, die Top 10 der Streaming-Charts. Außer du hast noch super interessante Neuigkeiten. Na, Leider keine Neuigkeiten mehr für euch. Diese Woche war relativ mau. Aber Seppi, verzeih doch mal unser Leid, was läuft denn diese Woche? Sprich morgen am 21.11., an dem der Mike übrigens Geburtstag hat. Also morgen, wenn unser Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Threads, RTL Plus Kanal und was weiß ich nicht mit Glückwünschen überquillt, dann rast ich komplett aus. ja,
haut's eine, was find's. Ja, Unbedingt, der da Kreis. der sagen. Und jetzt verzeihst du mal die Leute, was läuft denn morgen am Mike seinem Geburtstag im Kino an? Äh, Das gefällt an Corby wahrscheinlich. Film mit dem Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Finet, Entschuldigung. Ralph Fiennes, Das war der leider große Bruder von Denis Villeneuve. Geboren auf der Isle of Dogs. Lecker. Konklave nennen sie der, also Thriller. Ist dort Florence Pugh auch dabei? Nein. Stanley Tucci. Tuki. Dann haben wir noch für Horrorfans in Spiders, Ihr Biss ist der Tod. Oh, der soll ziemlich cool sein. Ja. Cool und eklig, was ich gehört Und das ist auch automatisch mit Spielen dabei. habe. Dann haben Ja, wir das stimmt. was für die ganze Familie mit Weihnachten der Tiere, Animationsfilm. Schön. Dann haben wir Almar, der Ruf des Jakobswegs. Das ist eine Dokumentation von Sascha Günther. Oh, ist auch wieder was für ein interessiert. Corby? Auch wieder was für ein Mhm. Corby? Solo Leveling Reawakening läuft ab 26. November. Das ist doch gibt es da nicht eine Serie zu Solo-Leveling irgendwo auf Disney Plus Auf oder so? Crunchyroll ist Auf Crunchyroll ist die? schon geschaut, die ist saugut. Ah. Fix, schaut, Das dass ich was- die noch nicht angeschaut habe, weil dann hätte ich gesagt, dann haben wir uns mal einen geilen Anime im Kino, ey. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie der quasi, ob der vorher oder nachher ansetzt. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal Ja. schauen. Mach dich mal schlau. Dann haben wir ein Drama namens Shambhala. Shambhala. Shambhala ist es nicht in dem Voodoo-Zauber vom Chucky dabei? Keine Ahnung. Jetzt weiß ich seinen Spruch nicht mehr, wie der geht, aber irgendwas mit Shambhala, glaube ich, ist das. Umballa, Jamballa, irgendwie so. Die anderen Filme interessieren doch keine Sau nicht. Milchzähne, Imperiums, das ist doch richtig Scheiß. Das ist super. Die Leute Schwarzer wollen das. Zucker, Die Leute rotes schalten nur aus, Blut. dass die es hören. Schalten nur ein, dass die es hören. Weihnachtsfilme haben wir noch. Oh. Was haben wir? Also, This Ja. is Christmas. Ist eine Dokumentation, kein Weihnachtsfilm. Das ist das gleiche. Schaut so und so genau. Ja, das war's. Es ist sehr mau. Sehr, sehr mau. Ja, mit Spiders auf alle Fälle einen coolen Horrorfilm, mit wieder mal ein Tierhorrorfilm. Da habe ich sowieso immer Bock drauf. Und Konklave finde ich auch interessant, der Film, aber wird wahrscheinlich jetzt nichts sein, wo ich ins Kino gehe. Muss mir jetzt nur Gladiator 2 anschauen. Ich habe nämlich das erste Mal wieder einen Gladiator 1 so geschaut, nach gefühlt 20 Jahren. Und jetzt hätte ich Aber dann doch. brauchst du ja gar nicht anschauen und warten, weil das ist ja angeblich der gleiche Film nochmal. Ja, wir haben es ja schon öfter gesagt, dass der Ridley Scott unter Altersdemenz leidet und vergessen hat, dass er Gladiator schon draht hat, oder als er fertig war, hat er gesagt, da schreiben wir einfach 2 dahinter, ist doch mir wurscht. Aber ja, ich bin jetzt ein bisschen angefixt und habe jetzt irgendwie Bock auf das Ding. Auch wenn ich in Gladiator 1 irgendwie nicht so, also ich finde ihn schon geil, aber nicht so super geil, wie alle sagen. Aber irgendwie habe ich jetzt Bock drauf, dass wir den zweiten anschauen. Ja, hau dann rein. Werd Jetzt ich haben wir machen. das Ding Charts rein. Einer mit die Charts, die Streaming-Charts der Woche laut Variety, da haben wir übrigens immer unsere Infos her, was die Streaming-Charts angeht. Dann sind wir auf Platz 10 mit Beauty in Black eingestiegen, läuft auf Netflix, Staffel 1 ist das. Platz 9 ist Disclaimer auf Apple TV, auch die erste Staffel, kenne ich nicht. Platz 8 Lioness, zweite Staffel auf Paramount Plus, kenne ich auch nicht. Platz 7 The Diplomat, Staffel 1 auf Netflix, haben wir letzte Woche schon drinnen gehabt. Platz 6 ist Lioness, die Staffel 1, Paramount Plus wieder. Platz 5 Investigation Alien auf Netflix, die erste Staffel. Platz 4 The Diplomat, die zweite Staffel auf Netflix. Platz 3 ist Lincoln Lawyer auf Netflix mit Staffel 3. Und Wahnsinn, schon wieder Tulsa King auf Platz 2 mit der zweiten Staffel auf Paramount Plus. Und nur 1% der Zuschauerzahlen verloren. Also diese Serie ist echt irre. Ich glaube, dass die schon 2 Monate in die Top 10 drin ist. Und dass die Staffel 1 erst vor 3 Wochen aus der Top 10 ausgeschieden ist. Also das ist irre, dass dieses Tulsa King, ich krieg so wenig mit von Tulsa King, was irgendwie Berichterstattung, Social Media oder sonst irgendwas angeht. Aber wenn jetzt mal rein auf die Top 10 gehe, wie lange das diese zweite Staffel da drinnen ist, müsste die eigentlich doch viel mehr hören. Aber naja. Anscheinend ist das typische Sylvester Stallone-Bashing. Und Platz 1 ist Outer Banks auf Netflix mit der 4. Staffel. Und ja, wir haben die letzten Wochen waren sie immer ziemlich Netflix dominiert, aber diesmal ist es eine bunte Mischung und es hat sie Paramount Plus mit eingeschlichen und Apple TV. Prime und Disney Plus haben es nicht geschafft. Sind das euch Fotzen? Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. Diesmal war es dann jetzt mit unserem Kassettenschmerz der Woche rechtskonservativ angehaucht.
Vielleicht können wir den Stil beibehalten. Jetzt halt noch 53 Minuten erst auf, dass du einen Spitznamen verpasst hast, du blöder Sack. Steht der steht ja auf Ja, YouTube, das der passt. steht da auch da. Ja, der steht übrigens schon länger dort. Also nicht gerade heute, sondern auch schon die letzten Ach, Folgen ist der super. dort gestanden. Super, gut. Du hast dich. Ja, das passt schon so, das passt schon so. Ja, das waren unsere Kassettenschmerzen der Woche. Wir sagen mal danke, dass ihr zugeschaut habt, danke, dass ihr kommentiert habt, das sind die Besten, die kommentieren. Danke für den Hashtag alle gegen Corby, Krawallmaus, das freut mich sehr. Und ja, gestern ist unsere Folge zu Levizio rausgekommen, herzlichen Levizio, ist ganz wichtig. Freitag, 20 Uhr, Livestream mit Mario Party Jamboree, also es wird gewalttätig, es wird handgreiflich und eventuell am Schluss erotisch versöhnlich, das schauen wir dann einmal. Schließen wir nichts aus. Und dann sehen wir uns am Freitag und hören uns am Dienstag und sehen uns auch am Dienstag wieder, wenn wir einen Kassettenschmerz am Dienstag schaffen. Macht es gut, auf Wiederschauen, bleibt's brav. Jetzt machen wir noch was für den Corby, weil das macht der Corby. War den Sinn da immer noch nicht verstanden, aber es mag anscheinend. Ich glaube, an Corby geht es ja um den Arsch und nicht um Katz. Warte. Hau ab mit so scheiß Katz. Nein, nichts, Katzen sind Beste. Auf Wiederschauen, habe Dere und danke fürs Zuschauen. Wird echt gut. Küsschen. Los, gib mir ein Küsschen. So. Haben wir doch geschickt, Mann.